Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da seht ihr, da haben wir der dritte Prototyp nochmal auf dem Tisch. Und da ich jetzt echt keine Lust hatte, im Video nachzugucken, was wir da für Messwerte hattet, machen wir, bevor wir da jetzt draußen einen vierten Prototyp machen, machen wir mal eine Referenzmessung davor. Und ich habe auch nochmal, hab's mir nicht nehmen lassen, da an dem Schieberl ein bisschen rumzuschleifen, weil ich habe festgestellt, das habe ich euch für die Leute, die das Zeichenbrettle-Video auch angeschaut haben, also, oder wo ich halt den Blender ein bisschen rummodelliert habe, ihr habt da hinten noch eine Rundung reingeschliffen. Weil ich habe festgestellt, das Pfeile quetscht das Schieberle ein bisschen ein und dann will das nicht zurück, weil das Federle vielleicht dann doch ein bisschen schwach wäre. Das laden wir mal. Das machen wir. Und ich habe unterschiedlich lange kurze Pfeile gehabt. Habe die längere aussortiert und die angefressene, die von der Streif so angefressen waren. Also nicht von der Streif im Seriezustand, sondern von der Streif mit Worker, Schwungrädles, Käfig und Worker, Schwungrädle. Also die sah aus wie Sau. Die habe ich mal aussortiert. So, was haben wir jetzt alles? 2, 3, 4, 5, das ist doch schön. Dann können wir das da einfach, nein, wenn das Magazin klar ist, geht das ganz einfach, nein. Gut, das geht auch noch ganz einfach raus, das kann man da so raushopfen lassen. Das muss man, kann man da in der Luft fangen. Das, ja. Ich habe mich noch nicht drum gekümmert, dass das Magazin sicher ist. Soll es jetzt nicht so oft provozieren, nachher geht's noch hey, dann können wir ein Video nicht mehr weitermachen, weil von dem Magazin habe ich bloß alles. Derzeit noch einmal. Später, wenn ich da mal so eine Schlacht antreten will mit so einem Blaster, brauche ich schon ein paar Magazine. Aber davon muss mal zuverlässig funktionieren, sonst bin ich eine Lachnummer. Wobei ich meine, mir geht's ja da um den Spaß, also da hätte ich jetzt kein Problem mit. Wollen wir mal das Messmittel aufwecken. Aufwachen, gibt was zu messen. Das fällt schon um, das ist miert. Das ist miert. Trotzdem, hilft nichts. Ich will was messen. Das haben wir immer noch, bloß mit einem Ausschalter. Das ist alles noch recht simpel. Das Tasch muss langsam vor. So, da lachen. Das waren alle 5. Oh, das ist besser geworden. Ich glaube, das letzte Mal war die Messwerte nicht so besonders. Was haben wir jetzt? Für alle, die das Geflacker auf dem Bildschirm nicht sehen können. So, jetzt mal kurz. Gut, die Rounds per Minute, die könnt ihr mal ignorieren. Das hängt ja davon ab, wie ich schnell den Drücker drücke. Das heißt, im Mittelwert haben wir 15,2. Maximal 17,3 und minimal 12,8. Jetzt haben wir da und von den Pfeilen, der Rest liegt halt irgendwo im Nirvana. Aber da packen wir das mal auf Seite. Und das auf Seite, das notiere ich in einer Pause kurz danach. Dann haben wir da noch, das habe ich ja das letzte Mal in Blender entworfen. Dann haben wir da ein neues Schieberle, das ist. Aber es hat jetzt schon, das Aufweiler hat was gebracht, also das ist jetzt schon deutlich leichter geworden. Das sind die kurzen Pfeile und halt auch keine angefressene Pfeile, weil die Schwungräder sind halt schon ein bisschen weit auseinander. Das wollen wir sehen, das wird jetzt, also ich erwarte da jetzt schon bessere Messergebnisse nachher. Und jetzt haben wir, da kommt das jetzt da vorne rein. Das heißt, das wird dann nochmal eine Ecke kürzer. Und ich hoffe, dass wir die Modellläufer wiederverwenden können, dass ich diesmal nicht eine neue Nummer anlöten muss, weil das, ich sag's euch, das war ein Krampf. Okay, der Teil geht schon mal. Oh, ja, zu früh. Das wäre ein Kurzvideo, wenn. Ja, so. Ich habe nämlich bloß die 3 ausgedruckt, deswegen muss ich lang Pause machen. So.
und das Schieberl einmontieren, das wird auch wieder ein bisschen Geschäft. Aber das machen wir alles für den Fortschritt. So. Boah, die Quennstange. Das war eine blöde Idee. Und vor allem habe ich halt einfach die Toleranz ein bisschen. Also, das müsst ihr jetzt im anderen Modell. Das zeige ich euch. Ja, die gangen jetzt einfach rein. Zack, und da fallen die rein. Gut, das ist gerade fast ein bisschen zu einfach, aber ja. Das ist jetzt noch nichts, was ewig halten muss. Das ist ein Prototyp. Das kann man immer noch ein bisschen anpassen. Und es kann auch sein, dass ich da irgendwann mal was anderes rein mache, statt die. Ja, die Herzadle. Das ist auch, ich glaube, da kann es auch sein, dass der Abstand nicht ganz passt. Deswegen ist das ein bisschen eingespannt. Jetzt muss ich die Modelle bloß noch rauskriegen. Das wird auch spannend. Müssen wir da noch. Wenn noch Zeit. Den Teil da rausschrauben. Und zack. Und dann den Zeigefinger im Kreis drehen, dann geht das recht schnell. Bevor wir das noch zusammenschrauben, dann machen wir erstmal das Schieber rein. Und dann muss ich die ganze Schraube aufschrauben. Oh, das machen wir noch im Schnelldurchlauf. Das da kann ich jetzt machen, nebenher ein bisschen schwätzen. Das ist ganz okay. Hoffe ich doch, dass es für euch unterhaltsam ist. Aber das Schieberle reinmachen, das müsst ihr jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen haben. Wir haben, glaube die letzte paar Mal schon austauscht. Also das müsste jetzt dritte Version wahrscheinlich. Nageln mir nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Zählt aber manche Dinge. Habe ich das Zeugs nicht mehr im Kopf, das ist halt. Man macht mal eine Version, probiert's, stellt fest, okay, ist besser geworden, aber immer noch nicht ganz ideal. Macht man nächste Version und nächste Version. Und der Computer speichert das alles. Irgendwann mal stellt man immer wieder fest, da eine Kleinigkeit und da eine Kleinigkeit und da hakt es noch ein bisschen. Und irgendwann mal, wenn man das alles immer so stücklesweise, so iterativ beobachtet, irgendwann passt dann. So. Jetzt gucken wir kurz, bevor wir das alles. Na, dann laden wir halt ein paar Pfeile rein, das leichter Gott. So. Ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Und nochmal einer. Da laden wir wieder 5 rein. Für die nächste Referenzmessung. Da hoffe ich, dass das mal so weit passt. Ja, ich habe es euch ja schon gesagt bei dem 3 Video, wo der per Blender rumgemacht hat. Eigentlich müsste der Schieber bis da nach hinten durchgegangen. Das ist das Problem. Wobei das Federle gerade auf der Oberseite, aber der Schieber, der von zum Magazin gehört, also da könnte man wahrscheinlich schon so ein Stückle weiter rein, dass wenn das Schieberle nach vorne geht, dass das andere Pfeile blockiert. Das wäre natürlich besser. Aber das habe ich am Anfang nicht dran gedacht. Das ist jetzt das. So. Das geht jetzt einfach rein. Jetzt halten wir das kurz noch. Quiz, alles passt. Wunderbar. Das sieht gut aus. Sauermodell auch gut aus, also wird es auch in Realität passen. Jetzt ist das. Kommt da wieder Silberschiebel rein, weil ich einfach das Filament da hatte. Ja, das Silber war. Das ist jetzt dann auch wahrscheinlich der letzte Prototyp, den noch in dem Silber sehr wird. Ich habe eigentlich so Silk Silber nennt sich das. Oh, da stelle ich gerade fest, das Modell habe ich gar nicht gereinigt. Scheiße. So Silk Silber wollte ich eigentlich haben. Oder so, das ist ein bisschen mehr schimmerndes Silber. Und da habe ich nicht aufgepasst. Das ist halt kein so schimmerndes Silber, deswegen gefällt mir das nicht so.
Es ist aber, es ist einfach persönliche Geschmackssache. Dafür kann das Filament nichts. Aber für so Prototypen ist das egal. Dann nehme ich halt die Farbe, die ich da habe, die ich verbrauchen will. Dafür habe ich so Silk Schwarz, Silk Black oder sowas. Da ist das Magazin draus. Da sehe ich keinen Unterschied zum normalen Schwarz. Also, ja, verwende halt einfach manchmal da gerade die da. Deswegen ist der eine Schieber schwarz, das andere Silber, was halt gerade so ein Drucker drin ist. Weil, ob das jetzt Silber oder schwarz ist ehrlich gesagt eigentlich von Prototyp egal. Außer will ich es dann nachher schon halbwegs Silber habe, dass wenn man dann irgendwann mal was drauf macht, dass das dann auch farblich passt. Uiuiui. Gott zur Not kann man dann einfach machen. Das ist, wenn die nicht raus wollen, weil die sind auch nur mit ein bisschen Qualtneigern. Aber ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu löten. Echt nicht. Also das muss jetzt einfach so gehen. Ja, aber ich jetzt sage, das sind Dinge, das machen wir im Schnelldurchlauf. Das Ding auf, andere Schieberl rein. Ich suche da mal den Viertel davon, der liegt irgendwo auf dem Boden. Und dann suche ich neue Schraube zu dem da hinten. Da kommen wir. Und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ja, das war der Versuch, die rauszudrücken. Man sollte die nicht an der Achse rausdrücken, die hängen da gescheit fest. Okay. Ja, Scheißele. Eieieiei. Aber jetzt sehen wir auch mal, wie das von innen aussieht. Da haben wir die Bürste. Da haben wir der Rotor. Also der Stator. Und da haben wir einen Haufen Dreck. Meine Finger. Ja, scheiße. Die sitzen da gescheit drin. Ja, gut. Das ist was fürs Archiv. Die bleiben da drin. Das habe ich ein bisschen zu eng designt. Man könnte das alles noch reparieren, das einfach wieder reindrücken. Und dann dürfte die Bürste das wieder, aber ja, braucht der Mensch nicht. Da holen wir doch mal das Löteisen. Ja, das vierte Teile habe ich gefunden. Das vierte Schwungrädle, so rum. Und der Daddy sagen, wir machen den Kabelbaum da weg, dass wir den Teil nicht neu löten müssen. Und machen da neue Motoren rein. Und dann hat sich das erledigt. Da halbwegs passende Schreibler habe ich auch. Oh, machen wir Pause, holen wir Lötkolben. Und das machen wir im Schnelldurchlauf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay,
Ich kann gerade heulen. Das ist. Wenn es nicht lustig wäre, wäre es traurig. Das heißt, wir haben das jetzt gerade falsch rum angelötet. Also, an der Stelle, ich habe das jetzt gerade falsch rum angelötet. Das, ja, das heißt, man müsste das auf der anderen Seite einfach verpolen. Dann. Eieieiei. Das ist jetzt halt vom Bauraum ein bisschen angeschickt. Von Share sieht es auch nicht aus. Also, aber das ist der Vorteil vom Prototyp. Es muss nicht lang halten, es muss nicht besonders schön aussehen, es muss nur für eine gewisse Zeit funktionieren, um zu schauen, ob es denn das tut, was es tun soll. So, auf die Seite muss es. Das heißt, aber bevor wir jetzt da noch die Lötstelle alle wieder auflösen, machen wir das auf der anderen Seite. Da einfach den Stecker umdrehen. Ruft das auch. Wenn mir nicht alles da ist, mal Spannungsquelle. Schauen wir, ob es raucht. Ja, so laden wir das Magazin. Das müsste jetzt. Hui! Aber Pfeffer hat's. Das ist jetzt irgendwo. Ich meine, klar, das dreht nicht gescheit. Also da müssen wir das einfach verpolen und dann passt das wieder. Bevor wir da lieber 2 Lötstellen tauschen, wie der Hanne jetzt. Was sind's? 4, 8 Lötstellen. Das. Eieiei. Ach, das ist die Falschschraube. Jetzt will ich das. Ah, da hinten habe ich die Schrauben noch gekriegt. Die sind für. So, stecken wir das wieder aus. Können wir gleich mal gucken, wenn wir das. So, oder da. Muss das da rein. Und dann kürzen wir das gleich auf die richtige Länge. Das ist immer der Scheiß. Das weiß. Meine Modelle sind jetzt schon deutlich besser reingegangen wie beim letzten Mal. Und die durfte man vielleicht sogar auch wieder rauskriegen. Ja, es gibt so Tag. Die meisten Leute nennen solche Tag Montag. Jetzt weiß ich auch, warum ich als Kind so großer Fan von Garfield war. Hasst Montage, das können wir alle nachvollziehen. Also ja. Es gibt so Tage, da ist man halt einfach noch nicht ganz auf der Höhe. Aber ja. Es ist ja lustig. Von daher. Und hier geht es auch hauptsächlich um ein bisschen Unterhaltung, also zu Bachelor Unterhaltung und euch auch motiviere, Fehler zu machen. Nur so lernt man was. Ich meine, man lernt aus den Fehlern von anderen. Aber irgendjemand muss Fehler machen, damit die Menschheit was lernt. Das ist Philosophiefrage. Ich meine, ist ja dann kein Fehler, wenn man was daraus lernt. Das ist eine Erkenntnis. So, jetzt haben wir diesmal. Muss man echt noch überlegen, das wird noch spannend rauszufinden, wie man das ganze Designzeugs anbringt irgendwann mal. Aber immer alles nach dem anderen. Ist jetzt natürlich eine enge Geschichte mit den Kabel da drin. Und gut, das ist ja so eine enge Geschichte, das da ist zwischen Motor und 3D-Druck ist jetzt eigentlich keine Luft mehr. Der ist der Hanna. Das heißt, da drückt man die Motoren gescheit rein eigentlich. Ist auch gut. So. Die mittlere Quenchstange brauchen wir jetzt nicht. Das ist jetzt schon alles. Ja, bei dem Ding habe ich Wasserbombe-Zingle gebraucht, um das neu zu machen. Also, deswegen sind die jetzt auch. Gut, die war jetzt auch nicht ganz clever, die an der Axt rauszudrücken. Die hätte ich rausschneiden müssen dann wahrscheinlich. Also, dass die überhaupt noch funktioniert haben, als ich sie drin hatte, das war eher Glückssache. Das zeigt, dass die Dinger doch recht gut sind. Oder dass so ein Stress ausüben kann und die immer noch gegangen danach.
So, da. Jetzt müssen wir da noch. Zack. Das ist wieder da rein. Dann haben wir der 4. Prototyp. Habe vorher extra nochmal nachgeschaut. Wer ist der Peter B? Da habe ich das 4. Teil der 5. Teil gemacht. Da war ich schon in der Zukunft. Ja, einfach nicht ganz aufpasst, wie viel ich jetzt schon gemacht habe und wie viel ich noch nicht, oder was noch nicht, oder war vielleicht, ja, einfach nicht gewusst, dass das letzte oder 3. Teil war. Das kommt vor, sowas. Dann halt, wenn man sich das editiert, dann denke ich, ach scheiße, die ganze Zeit falsch erzählt. Das ist aber ja, wie schon gesagt, ist ja witzig. Zumindest für mich. Das ist, ja, ach, viel Zeugs, da kommt man ab und zu mal durcheinander. Und ein Geschäft habe ich auch noch. Da muss man viel Zeugs im Kopf haben. Das ist ganz normal, dass da Dinge manchmal. Deswegen hat man auch die ganze Elektronik, die einen dabei unterstützt, bei der ganzen Planung und allem. Weil normal, die Idee ist, dass ich besser merken kann. Ja, jetzt war jetzt früher mit der Schraube. So, der Imbus passt gerade richtig. Das ist das erste Mal, brauche die ein bisschen. Müssen die ein bisschen komplimentieren. Brauche die ein paar Komplimente, dass in der Neigung hat. Das soll ja eigentlich auch so sein, das ist gut so. Dass die nicht, soll ja nicht zu locker sitzen. Und dasselbe habe ich überlegt, das machen wir da auch. Und dann auf der Unterseite, da ist ein schöner Deckel drauf und auf der anderen Seite leer. Das habe ich gleich aber schon mal erzählt. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, da verschiedene Designs zu überlegen. Und jetzt haben wir auch eine Plattform, wo ich sage, okay, wenn die gescheit funktioniert, da können wir auch von dem Ganzen her, können wir auch was draus machen, weil da ist jetzt genug Luft drumherum. Das war bei den ersten 2 Prototypen. Das ist der 4. Prototyp, ja. Und beim 3. Prototyp haben wir den Käfig eingebaut. Das ist jetzt nochmal Ecke kompakter. Das ist halt einfach. Ja, so sage ich, da kann man was mitmachen. Da kann ich jetzt alles Mögliche draus machen. Klar, ich meine, die Form vom Magazin gibt halt da. Das ist so gewollt, dass der so wild aussieht. Ja, ein bisschen hängt es noch. Und das ist jetzt halt. Die Schwungrädle Käfig noch nicht einbauen. So. Ja, das ist ganz zuverlässig, Gott noch nicht. Das kann sein, dass ich da die Unterseite vom Magazin nochmal neu ausdrücken muss und den Schieber doch so gestalten muss. So, da. Und dann löten wir das mal um. Aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, jetzt haben wir hoffentlich, ah, yeah. Den Schwätze auch, so langsam wird es Zeit für Feierabend. Offensichtlich, ja, das ist das Wort des Tages. Hoffentlich den Fehler korrigiert. Und das Kabel dabei gleich ein bisschen gekürzt. Das ist Markierung fürs rote, das was vorher das rote Käbel war, da ist und nicht das schwarze Käbel war da ist. Und das seht ihr nicht, weil beide Käbel schwarz sind. Ja. Design wichtiger ist, wie der Honne jetzt die Kabel zu unterscheiden.
Zum Glück sieht man das Gewürstel da vorne jetzt echt nicht mehr, das ist gut. Das sieht man. Da sieht man ein bisschen, aber sonst ist das alles gut versteckt. Da sieht man Motor durch. Ah, schon echt handlich. Oh Gott, das Kabel baumelt halt noch rum. Aber das isolieren wir jetzt zuerst. Dabei erzähle ich euch ein bisschen was. Oder schwätzen wir ein bisschen. Das sind dann immer die Momente, wo mir dann genau nichts einfällt. Aber ja. Ein paar Runden, nicht, dass uns Batterie leer braucht. Wenn wir da Kurzschluss machen, das wollen wir nicht. Kommt dann irgendwann eine Schulterstütze. Da kommt dann irgendwann mal. Ja, ich glaube, die Module. Weiß nicht, ob man da ein Lipo nachhängen sollte an die Module. Oder das dann Blästerle mit Feuershow wird. Wobei die, ich meine, so 2S Lipo können vielleicht gehen, da dürfte auch nicht mehr Spannung haben. Oder will ich dann. So, oder da großzügig rum. Da noch ein bisschen rum, dass man das, was ich beim Löder versaut habe, nicht so sieht. Der eigene Pfusch ein bisschen verstecken. Das ist schön, das. Aber ich dachte, wenn das irgendwie Elektriker sehen, wie ich da zusammengelötet habe, denken sie, warum könnte die Ingenieure nicht löten? Das muss. Der Prototyp, das kann ich prophezeien, der hat keine lange Lebenserwartung. Seht ja, wie lang der letzte Prototyp gehalten hat. Das war ein paar Tage, wenn überhaupt. Und das, ich meine, ihr könnt euch ja zusammenrechnen oder nachschauen, wie viele Minuten die Modelle gelaufen sind. Und auch viel mehr wie das, was ich vor der Kamera gemacht habe, war es nicht. Das hat gereicht, um festzustellen, dass es halt nicht ganz passt. Und dann machen wir das nächste. Prototypen müssen jetzt. Also es gibt natürlich schon Prototypen, wo man dann auf Lebenserwartung und sowas testet, die sollte man dann, die wäre dann aber nach Serienstandard produziert. Also da will man ja den Produktionsprozess. Und das wird dann auch nicht durch Leute wie mich dann gemacht, sondern durch Leute, die sowas gescheit kennen. Das ist jetzt nicht meine Kompetenz. Aber das. Und Blaster das bauen sowieso nicht. So. Ein bisschen philosophiert noch. Aber die Schand da weg. Das brauchen wir jetzt nicht. So. An. Ja, da bitte. Ah, da schießt es gewaltig. Ach, der letzte will gar nicht raus. Der letzte will gar nicht raus. Und da seht ihr, was ja gut, das Schieberle gar nicht zurück. Das heißt, jetzt geht's gegangen. Oh Gott, das ist ja scheiß. Ja, laden wir 5 Pfeile rein, machen wir Messwerte. Das ist wichtig. Weil die hat es jetzt schon. Ich will schon ein bisschen ändern, aber ich habe es auch notiert, die alte Messwerte. Seht, die wird da professioneller. Das hat jetzt fast schon richtiger Testcharakter und nicht mehr bloß rumspielen. Wobei, also, wird da jetzt keine Protokolle erstellen für euch. Das fangen wir nicht an. Ihr seid jetzt halt dafür. Aber das wird sich dann zu sehr wie Arbeit anfühlen. Aber da könnt ihr nochmal einen Blick auf die alte Messwerte werfen. Haben wir Mittelwert von 15,2, minimal 12,8 und maximal 17,3. Jetzt machen wir da Reset und ja, und zurück. Ja, Reset und dann muss ich auch die orange Taste drücken und zurück geht's mit der schwarzen. Wenn man es richtig macht, dann macht es das Ding auch. Hei. So, dann.
Das ist. Müssen wir vielleicht doch ein zweiter Federl in den Schieber einbauen. Aber 26,1. Oh, ja, also, ja, da bin ich mit dem Magazin drauf gekommen. Also für das, dass das alles 3D-druckt ist und das echt recht günstig ist, das ist gar nicht so schlecht. Also das könnte man wahrscheinlich, wenn man da gescheite Modelle reinbaut, war da auch nicht warm oder so. Das ist ganz okay. Ich meine, da sind wir jetzt, glaube ich, über dem Nerfniveau. Also von den Standard Hasbro-Dinger da. Also mit Durchschnitt jetzt haben wir 26,1. Ja, im Vergleich zu vorher von 15,2. Hat sich gesteigert. Also mal kurz in Kamera, dass ihr gescheit sehr erkennt. Ich habe echt keine Lust, da Tabelle einzueditieren. Das, wie schon gesagt, das muss Spaß machen. Wenn irgendjemand das von euch mal irgendwann mal editieren will, dann können wir drüber schwätzen. Minimum von 24,7, Maximum von 27,3. Da ist noch ein bisschen. Können wir das noch? Schieben das. Können wir das da arg viel? Ja, arg viel dürfte man glaube ich nicht mehr rausholen. Das ist jetzt schon. Das ist jetzt ordentlich. Die schießt ordentlich aus, also das macht schon Spaß. Das mit dem Schieber, das muss ich rausfinden, was man da. Das müsste eigentlich da auch noch bei. Machen wir das auf Seite. Was ich noch, dass ich mir nachher noch im Video die Messwerte notieren kann, dass ich für die nächsten Videos da ist schon versaut. Das hat man. Ja, da muss natürlich langfristig muss da noch Gehäuse um die Schwungräder drumherum. Das ist schon klar. Aber wie schon gesagt, erst kommt die Funktion, dann kommt das Design. Weil wenn ich nachher was Gravierendes ändern muss, will ich nicht, dass das Design nochmal irgendwo auffassen muss, nur weil ich da mehr Platz für irgendwo brauche. Da habe ich echt keine Lust dazu. Deswegen will ich erst, dass das halbwegs anständig geht. Und dann können wir uns darum kümmern, dass es hübsch aussieht. Und wenn das alles recht kompakt ist von der Technik her, dann haben wir viel Spielraum, das hübsch zu machen. Aber ich denke, da dürfte ihr mittlerweile meine Philosophie verstanden haben. Ja, das war der Vorteil beim anderen Schwungrädleskäfig, dass ich den noch leichter von Hand rausquetschen konnte. So, zack, da Hose ist. Das geht nicht weit genug zurück. So wie ich das sehe. Da hängt es immer noch irgendwo. Ich muss das jetzt einfach eine Modelle nebenher drehen, da kann ich mir das in Ruhe angucken. Zack, und dann schnappt es nach vorne. Oh Gott, das ist nicht weit genug zurück. Das müsste doch eigentlich komplett aus dem Weg sein. So, das ist klar, wenn das Pfeil da vorne im Weg ist. Das sind ja Dinge, um die sich die Schwungrädler kümmert. So. Das kann einfach sein, dass man da nochmal Fädel einbaut.
dass das ein bisschen mehr Kraft hat beim Zurückgehen. Stecken wir es mal aus, da fühle ich mich wohler. Also da noch bei dem Schieber, das müsste, da hängt das da irgendwo. Wow, ja, das war so jetzt nicht geplant. Das ist der Hanna natürlich. Ja, der Druck von den Dingen ist jetzt nicht besonders. Da muss man ein bisschen Holz noch. Aber es ist gut genug, dass ich es nicht nochmal ausdrucken will. Oder ja, so schnell nicht anpassen will. Ich meine, irgendwann mal, ihr seht, das betätige ich mit dem Mittelfinger. Und das finde ich eigentlich auch ganz okay. Und dann kann ich da mit dem Finger das Blästerl ein bisschen stützen. Also, ich finde es gut genug, dass ich das nicht ändern will. Fürs Erste. Weil irgendwann muss da. Ja. Muss da weitere Drücker hin, damit man das auch auslösen kann, die Schwungrädler. Das Federle will eigentlich schon genug zurückt. Bin dezent ratlos. Oh, da hat es ein bisschen von dem Blau abgelöst. Das sind die Markierungen vom Druckbett. Die seht ihr hier auch. Und der Hanna auch. Und immer wieder ein bisschen Rückstände von dem Blau. Das ist immer noch das Blau, was ich da für die Prophecy genommen habe, für den Pumpgriff und alles. Das sind immer noch ein bisschen Rückstände, die man da halt ab und zu mal weglöst. Aber, wie ich schon gesagt, das ist es nichts, was ich da noch verkaufen möchte, wo ich sage, okay, da kommt es auf Qualität drauf an, sondern mir geht es da hauptsächlich um Funktion im ersten Schritt. Ich werde da keine Produktion aufbauen. Zumindest nicht mit dem Drucker. Das und dann kommt dann. So, schauen wir nochmal eine Runde. Dass wir da mal rausgefunden haben, woran denn das, was wir da noch nachbessern können, bevor wir dann wirklich da. Ich meine, das Problem ist halt, wenn ich den Ausschnitt, gut, dann muss ich den Teil vom Magazin oder ich mache den Teil bloß, oh, das hängt halt, mache das auf der Seite, oh, das löst da so Lawine aus und Zeugs, was man machen müsst. Wenn ich den Teil weiter nach hinten schiebe, muss ich da nicht das Teil ändern, die zwei Teile ändern. Das ist ein bisschen viel. Deswegen ist natürlich auch klasse, wenn man ein bisschen dreckige Hände hat und man die schöne weiße Pfeile hat fast. Deswegen sind die irgendwann mal auch nicht mehr schön. Aber das sind so Pfeile, die nachts im Dunkeln leuchtet. Das bringt euch jetzt hier nichts. Aber ihr habt da mal einen Stapel voll gekauft und die habe ich halt so. Dann geht das raus. Und dann geht das nicht. Müssen wir das Schieber einfach kleiner machen. Oder? Das wird von dem Pfeile. Jetzt geht's. Es ist halt nicht ganz fein, wenn man da zack dann ein bisschen wackeln muss, dass das ja, fliegt schon raus. Das ist aber
Gott, das nicht. Dann muss ich das vorne vielleicht noch ein bisschen ärger ausschrägen. Ja, so ganz. Also, es ist deutlich besser wie beim letzten Mal, weil mit alles zweimal Wackler schießt jetzt beim letzten Mal, hat es sich manchmal so verhageln können, dass gar nicht geschossen hat. Also, das sind so das, was ich gemeint habe mit den Iterationen. Und meine Schwungrädlerskäfe, ich bin jetzt zufrieden. Also, das ist klasse. Das bleibt so. Das. Und irgendwann muss das Magazin auch mehr runter haben, dass das nochmal eine Etage nach oben und nochmal rein. Aber das sind vielleicht auch Dinge nicht für das Jahr. Auch wenn das Jahr erst angefangen hat. Aber ja, ich denke, das ist eine coole Funktion. Kann man also ausschnappen lassen. Gut, das ist halt, wenn man da ein bisschen wilder rumläuft, fällt es von alleine aus. Aber da machen wir keine Sorge drum, dass man das dürfte einfach sein. So Hebele, das dann einfach mit der Federle kalter wird und dass das Magazin dort festhält. Das machen wir hinten in den Schulterstützer rein. Aber das Magazin, das geht jetzt gut. Also den Teil haben wir jetzt schon mal abgeschlossen. Das heißt, wenn die Pfeile ganz Hände sind, dann geht das Schieberle nicht ganz nahe. Das heißt, das liegt wahrscheinlich daran, dass das Schieberle ein bisschen zu lang ist. Ich kann den Pfeil, den kannst du auch durchaus da hinten reinschieben. Okay, das hat sich jetzt auch falsch angehört. Das heißt, das Schieberle muss der Hanner an dem Anschlag aufhören. Und dann dürfte es gehen. Was seht ihr da noch? Und das hört jetzt halt derzeit. Kann ich es euch darstellen? Seht ihr das so? Gott, das ist ein bisschen. Kamera hier, ja, das ist halt je nachdem mit welchem Winkel ich drauf sieht das halt. Ja, das ist ein bisschen lang. Also je nachdem hat man da ein bisschen Parallaxefehler, aber ich meine, ich sehe es ja, wenn ich versuche, das neu zu drücken. Seht ihr? Oder halt auch nicht. Wie es halt nicht reingeht, weil der Pfeil im Weg ist. Das müsste jetzt. Geht das noch weiter zurück? Nee, nicht. Das wäre eine Alternative, dass man da beides. Ja, nee, wir müssen das Schieberle wieder ein bisschen nach hinten da. Weil das dürfte jetzt große Ganze, seht da hinten, das reicht schon. Und dann haben wir immer noch, also der Teil da hinten reicht schon. Dann haben wir immer noch ein bisschen Weg. Das heißt, so, dann das Schwungrädle da hinten das schon greifen. Das ist das, was wir in Reserve haben. Also von daher passt es, wenn man das einfach so weit nach hinten dort, dass es der Hanna in dem Teil verschwindet. Und wir haben da Hanna ein bisschen Futterhammer noch, was wir auch raussparen können. Also das können wir schon. Ich meine, zur Not muss es halt. Dann ist halt nicht geschraubt, dann wird es geklebt. Dann machen wir da Hanna den Teil weg und zack, da weg. Weil ich krieg der Hanna den Teil. Das war halt schon schön geschickt. Das mit 3 Schrauben befestigt, dann war das stabil. Aber kriegt der Hanna halt keine Schrauben rein, weil da geht's Ding rum. Da geht das Schieberle von dem Magazin rum. Deswegen. Oder man macht halt so Nut- und Federprinzip auf der Seite. Irgendwann mal. Dass der Hanna ein bisschen Erhöhung, dass das mit der Schraube hält und mit der ja, das sind so Dinge.
Da besteht Möglichkeit, dass das Schieberle dann irgendwo ganz zurückgeht. Aber es liegt nicht an dem Pfeil, der das Schieberle festhält, sondern einfach daran, dass es nicht ganz zurückgeht und das Schieberle. Oder es liegt jetzt nicht mehr daran. Das kann schon vorher sein. Vorher hat es auch teilweise in der Mitte gestoppt. Den Fehler haben wir jetzt nicht mehr. So, wenn wir da jetzt, dann geht das halt nicht ganz zurück. Und dann drücken wir den aus dem Weg. Ja, ich schleife das mal von mir selber ab. Und gucke, ob es dann funktioniert. Weil das mit dem Anrunder hat schon was gebracht. Das geht jetzt sauber am Pfeile vorbei, das passt. Weil das vorne jetzt so ein bisschen was wegschleift. Aber das ist schon voll Wasser. Und dann können wir uns eigentlich ums Design kümmern. Das erste Mal Batterie verstecken. Oder sauber aufräumen. Haben wir Batteriefach hier hinten. Ich glaube, von Anfang mache ich so ganz kleine Schulterstütze. Halt, ja, die dann, ich meine, volle Länge Schulterstütze werde ich wahrscheinlich auch noch nicht ausdrucken. Weil das, für was? Also, für was soll ich meinen Drucker 2 Tage beschäftigen, nur damit ich da. Also das war mal ein bisschen nervmäßig machen. Also so dass halt gerade optisch Hyperx was hergibt und komisch aussehen würde, wenn man es wirklich verwendet. Ja, ihr seht, das geht voran, das macht Spaß. Und es sieht schon noch was aus, also das gefällt mir. Da können wir jetzt halt alles einsetzen. Hat man nicht mehr überlegt am Anfang, ob das nicht einfach komplett durchgegangen, dass es hat, aber das wäre glaube ich auch, dass ich das mit dem verbinde. Das soll dann quasi die Verbindung, aber das passt so. Das kann man so lassen. Gut, dann lassen wir das jetzt an der Stelle. War jetzt genug geschwätzt, genug bastelt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.